That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? You're never gonna find her. What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy, we just shoved them in there and locked the door. You monsters. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive. Hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard. That's about right. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. Smoke already did them in. She fought like hell to try and get him out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. It cut me, too. And then ran out into the blizzard. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife. Yeah, got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt... We barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad? All right, she was bleeding. A bit. No way out of here now. The roads are all blocked. You'll never find her. You have no idea how stubborn I am. I told you what I know. Are you gonna help me or what? Pull this knife out of me. It's stuck in deep, and I can't feel anything below my waist. I need it out. You go after the old lady in the house, too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. Where they put the worst of the bad people. The bad people, bad people. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. They know there's no easy way for us to get back. Imagine how lucky you are. All those people in Milton, scared, dying, and you getting to live. You hurt my friend. Maybe even killed her for all I know. You scared an old lady half to death. You let all those people die.
A knife in the gut is the best it's ever gonna get for you. No! Oh, you son of a... Fang jetzt bitte nicht an ins moralisch werden. Bitte, Willi. Sonst hau ich da die Ohrwascheln aus, sie du. Hemperer. Endlich. Bank, Schließfach Nummer 15. Stapel Papier. Ich nehme jetzt aber nicht alles mit. Einen Teil. Wir haben uns ja bei der Mama schon relativ gut ausgerüstet. So. Und wir bekommen ja bei der Mama auch noch ein bisschen was. So. Kann man das Messer mitnehmen? Nö, schade. Ich suche aber noch was. Hier werden wir es sicher nicht gemütlich machen. Die werden wir brauchen. Bist du schon überladen? Willibald? Nö. Den Willibald, den lässt ein Mord ganz kalt. So, I can use this. jawohl. Na bitte, Gott sei Dank müssen wir uns dieses Gejammere und Gesudere nicht anhören. Das hat mich beim 2013er Reboot von Tomb Raider und beim 2000 irgendwas mit irgendeiner Loriander oder Koriander Darstellerin von Tomb Raider auch so melodramatisch gestört. Ja. Ich habe ihn umgebracht, 20 Stunden später. Ne Mordsgaudi beim Töten, ne? Naja. Man kennt es ja. So. Wir müssen aber trotzdem weiter. Stromrechnung. Ach du Scheiße. Überfällig. Letzte Warnung. Sehr geehrter Herr Barker. Ihre Zahlungen an die Mainland Corporation sind jetzt deutlich verspätet. Ihr Kontosoll beträgt $1256. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich der Klärung dieses Sachverhalts zu kontaktieren, müssen wir mit dieser dritten und letzten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sehen, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre gemietete Solarzelle Typ BK1 zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgeglichen haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass alle Zählermessungen durch unparteiische Drohnen durchgeführt werden, die von unserer Überwachungsstation auf Großer Bärinsel entsendet werden. Falls Sie Einspruch gegen die Messung erheben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner, den Sie laut unseren Unterlagen in finden. Mainland Power Corp ist der führende Anbieter stromnetzbasierten Diensten in der südlichen Region der Großer Bärinsel. Wir sind stolz auf unseren hervorragenden Kundenservice, der 3 Jahre in Folge mit der Moschusgrünen Servicemedaille ausgezeichnet wurden. Also richtige Moschusochsen. Falls Sie eine Zahlung leisten oder Ihren Kontostand erfragen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit per Telefon, E-Mail, soziale Medien oder Drohnenpost an den unten angegebenen Kontakt. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Mainland Power Corp. Geil, ja, das nehmen wir mal mit. Vielleicht finden wir noch diese $1200. Naja. Wisst ihr, was ich gerade drauf gekommen bin? Ich bin ja auch so ein kleiner Sorgnagel. In diesem einen Gebäude haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Töpfe und irgendwie sagt mir mein kleiner Finger oder mein Mittelfinger auf der linken Maustaste: Nimm doch mit, nimm doch mit, nimm doch mit, bitte. Jetzt wäre doch eine Pistole geil.
Wonder if this is any good to eat. Ja, ich weiß nicht, bei den Sardinen bin ich sehr und sehr vorsichtig, Madame. Leer. Und jetzt noch eine Waffe. Aber irgendwie will mir das Spiel keine Waffen geben. This'll come in handy. Geil. Na okay. 25%, da werden wir aber nicht weit kommen, glaube ich. Haben wir schon. Okay. Ich würde sagen, zurück zum grauen Star. Eine Waffe haben wir nicht. Wir haben nur diese Waffe hier. Na gut. Übernachten will ich hier eh nicht. Wären wir im Überlebensmodus hier, würde ich mich hier einrichten. Weißt du was? Sei es drum. Für die graue Mama, ja. Soll sie sich eine Vergiftung holen. Eine Sardinenvergiftung, oder wie man das immer auch nennen mag. Salmonellenvergiftung, so heißt's. Ja. Das ist nicht dein Ernst, oder? Muss ich jetzt wirklich bei dieser Schnarchnase übernachten, oder was? Naja. Ich mach mal 2 Stunden. Vielleicht ist dann besser mit dem Wetter. Nö, hier gibt's keine Waffen. Also irgendwas will mich verarschen. Ich weiß aber nicht was. Naja. Dann werde ich wohl oder übel hier übernachten müssen. Sehr gut. Jetzt weiß ich's, warum sich das alles nicht so anfühlt. Ganz einfach, der Baumodus fehlt. Verschiedene Dinge werden nur durch Missionen freigeschalten. So wie das Brecheisen. Die Autos fühlen sich nicht so ergiebig an wie im Überlebensmodus. Ich kann den Puppe jetzt noch nicht hinlegen.
Too heavy. Ich hab's schon bemerkt, mein Söhnchen. Wie lange hält das Feuer jetzt an? Über 3,5 Stunden, knapp 4. Schauen wir mal kurz raus. Das ist ja wohl ein Scherz, oder? Naja. Mal schauen, vielleicht können wir ja noch was herstellen. Ja, es nutzt nichts. Ich muss was tun mit dem Burm. Mit dem Jungen. Okay, Willi, ich habe eine Idee. Warte ein bisschen, wie schauen denn eigentlich unsere derzeitigen Schuhe aus? 66%, 86%. Wanderstiefel. Ja, die werden aber besser. Weißt du, was du jetzt machen wirst, Willi? Du ziehst dich jetzt einmal aus. Warte ein bisschen. Etwas Gewand lassen wir hier. Den Rest ziehst du jetzt mal aus. Und dann legst dich mal ein bisschen hin. Hier, Junge, also andenken. Okay. Sag einmal, wie funktioniert das? Das muss ja irgendwie anders. So geht's besser. So, das lass jetzt mal da liegen. So. 1 Stunde. Ja. So, das ist unser Willibald. Das ist unser Willibald Knilchowitsch. Mhm. Der knilcht so richtig. Gut, du hast dann Durst, das habe ich mir eh gedacht. Du bist immer durstig, Willi. Okay. Mach den hier. Gott. Trink den. Jetzt kriegst du noch was von mir. Sehr gut. Das Feuer hält jetzt noch. Okay. Ist wahrscheinlich eh eine seiner letzten Möglichkeiten für etwaiges Überleben. Ah, sehr gut. Warte bis, also na, wie du siehst, man kann sich hier auch keine Holzkohle machen oder Holzkohle mitnehmen. Prinzipatorisch, es fehlen halt schon einige Dinge aus dem Überlebensmodus. Und ich glaube, das ist das, was hier ein bisschen den Unterschied ausmacht. So, tschüssili. Liebe Grüße an die Verwandten.
Und es sagt mir mal jemand, dass diese Farbgestaltung nicht geil ist. Wow. I'm loving it. Ja, das ist die einzige Waffe, die mir im Moment einfällt, die Sinn ergeben würde. Achso, warte, ich habe noch nicht gespeichert heute. Episodenfortschritt 50% erst. Naja, wir werden es gleich sehen. Ah. Sehr gut. Wie schaut's hier aus? Ah, da hast du einiges dabei. Mal schauen, ob das funktioniert. Siehst, dann können wir gleich die Dings aufbrechen auch. Einige Dinge, Dings, Bums. Ja, genau. Hä? Also offen und ehrlich gesagt, mir ist das ein Rätsel, was diese Umweltkatastrophe, also diese Katastrophe mit, ja, ich nenne es mal dem Sturm, mit den Tieren gemacht hat. Denn plötzlich laufen sie davon. Oder Willi ist so dermaßen hässlich. Okay. Ich habe mir gerade meine eigene Frage selbst beantwortet. Er dürfte so grottenhässlich sein, dass selbst der dämlichste Wolf Angst kriegt. Aha. Gut. Ich freue mich schon auf Episode 2 und der Kampf mit dem Bären. Gut. Wir müssen es positiv sehen. Wir dürfen uns halt keinen Bären aufbinden lassen. Also ehrlich gesagt, das war berechnend. Ja, genau. Herrst Alter, erzähl uns mal einen neuen Scheiß. Und All I keinen... can think about is food. Das sagst du mir jetzt, mitten in der Pampa. Ach Willi, ab und zu. Du bist ja auch wie ein schwer erziehbares Kind. Toll. Also Willi, du bist schuld. Du bist an allem schuld. Da waren wir auch schon. Waffe? Nö. Haben wir das hierher gelegt? Kann sein, gell? Ja, da waren wir schon. Ja, okay, ich gebe es zu, es fehlt sehr viel aus dem Überlebensmodus. Okay, ich glaube aber auch, es ist so besser, dass ich ja, ich weiß es nicht. Sagst du mir, vielleicht findest du den Gedanken, den ich suche. Ich meine, ich mag die Geschichte irgendwie. Sie hat irgendwas, ja, ich muss es so sagen, Kryptisches. That'll come in handy. Oh.
Schnelle Wette. Es geht um ihre Tochter. Ich verwette mit dir meinen goldenen Arsch. Es geht um ihre Tochter. Wo haben wir es noch am Platz? Ich meine, wir haben ja, die graue Mami haben wir ja wirklich gut ausgestattet. Ich meine, beschweren kann sich ja niemand. Aber einen Wetzstein würde ich noch brauchen. Ja, weißt was? Soll sie die auch haben, kein Problem. Aber das mit den Kampfstiefeln, das wäre eine Überlegung wert. Kurzen Augenblick. Haben wir hier noch irgendwo Leder? Nö, das müssten wir uns von irgendwo... Doch, hier! Kurzen Augenblick. Wenn wir es schaffen, die zu reparieren... Dann wären wir voll dabei. Willi, das klappt sogar. Geil. Nee, du sollst diese ablegen und die anziehen. So, Mami, da, bitteschön, ein kleines Andenken. Was kann man mit dem Scheiß reparieren? Ich weiß es nicht. Warte ein bisschen. Ich schaue jetzt einmal was. Mich interessiert nämlich jetzt etwas. Wo bist du? Von Dingen. Ja, diese Dingen. Das mit den Dingen hätte ich auch gewusst. Ehrlich gesagt. Ihr alten Hosenscheißer. Na, wartet ab, wenn ich euch in die Finger kriege. So, das Leder hatten wir. Wo hatten wir das Leder? Hier. Die Hagebutten. Dann... Sorry, dass ich jetzt etwas Gas gebe, aber ich möchte ein bisschen weiterkommen. Ja. Ja, das lassen wir mal so. Bevor wir abreisen und die Mama ihrem Schicksal überlassen, müssen wir sowieso noch was machen. Sie ist so herzerwärmend. Einfach ein mysteriöses, sympathisches, altes Mütterchen.